Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Hey, kleiner Homie, ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem Ass fickt. Classys Brenner, Verbrauchsgegenstand. Ah, diese Beschwörung hier, Königin der Fahrerflucht, Alter. Okay. Sehr schön. Gerade mal auf die Karte gucken, ob man nicht irgendwas verpasst hin eventuell. Ja, Big Gay Als Katze fehlt noch, die muss irgendwo im Wald stecken. Ich könnte darauf wetten, dass es da irgendwo in Richtung Kanada oder so ist. Ansonsten haben wir soweit alles. Gut, dann gehen wir mal zu den Freedom Pals. Und schauen, was hier abgeht. So. Ladebildschirm ist natürlich mal wieder länger als eigentlich nötig. So. Da haben sie sich alle drum geschart. Und wie sieht's aus? Er ist futsch! Der Plan ist weg, Mann! Oh. Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Wer zum Teufel tut sowas? Ja, 3 mit Strohde. Sechstklässler. Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Das sind Kratzspuren dran. Das kann ja nur Cartman sein. Wo sind wir hier? Hey, das sind doch Wunderarschs Eltern. Das ist eine Nachricht an Coon and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich was, das der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Da! Da! Der schlägt mich. Hast du das gesehen? Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter. Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pals ankotzt. Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sagt's ihm, Leute. Er hat's wahrscheinlich. Sekunden, Cartman. Ich bin auf deiner Seite. Wunderarsch, du glaubst mir doch, oder? Er hat's wahrscheinlich auch zerstört hier. Das hat ja Kratzspuren und alles. Ich beweise meine Unschuld, Wichser. Los, schnappen wir uns den Fettarsch. Und? Oh Was je. hat er gesagt? Okay. Was geht jetzt ab? Drachenprahler. Achso, das sind hier die Dinger, die ich kann. Ja, was hat er dann gesagt? Ich kann es jetzt sagen. Kann ich irgendwas jetzt ändern oder so? Ah, ich kann jetzt alle Wähler. Alter. Ja, das ist natürlich ultra geil. Jetzt kann ich alles wählen. Boah. Muss ich gerade mal die Klasse gucken, die ich noch nicht gewählt habe. Eine Blütenblattdusche heilt und säubert den Helden und alle Verbündeten in der Nähe. Peelt sie und verstärkt ihren Angriff. Eine stachelig Ranke mit den unwiderstehlichsten Pheromonen. Zieht einen Gegner in der Nähe, fügt ihm Schaden zu und verzaubert ihn. Wurzelknaller Pflanzmagier. Schießt eine Welle dornige Wurzeln ab, die Gegnern links oder rechts Schaden zufügt, sie zurückstößt und ihnen Blutung zufügt. Okay, das ist eigentlich ziemlich Quatsch. Was haben wir hier noch? Der Assassine. Oh Gott, wie genial. Jetzt können wir so richtig geiles Zeug hier auswählen. 180. Dann nehmen wir doch mal was richtig Übles vom Assassine noch mit dazu, was richtig schade macht. Der Assassine schlitzt einen Gegner auf. Dieser erleidet Schaden und Blutung. Oder was haben wir hier noch? Gehirnknall. Medium lässt ein... ich gucke jetzt gerade mal nur auf die Charter. Das kann nochmal Heiler.
Elementarist. 180 Schade. Ich glaube, die größte Schade machen tatsächlich Brutalist. Und 270, 247. Ich glaube, der Assassine macht auch ordentlich Schade. 258, das ist das Stärkste. Ich denke, ich nehme das vom Assassine. Dann schauen wir mal statt des Gedöns. Geschenk der Naturheile mit der Macht von Mutter Natur. Alle Verbündeten und belebe Teamkollegen wieder, die K.O. gegangen sind. Ein echtes Wunder. Das ist natürlich auch ziemlich geil. 618 Schaden. Also wenn es um Schade geht, macht der Blaster tatsächlich die beste Schade. Zerstöre einen Gegner durch wiederholte Schläge, aber der macht nur einer platt. Okay, dann würde ich aber sagen, ich nehme tatsächlich das vom Pflanzmagier. Das ist äußerst nützlich. Das sieht ziemlich geil aus. Okay, um was das hier angeht, das Franchise, mag ich jetzt auch nochmal hier reingucken. Ja, wie gesagt, das sieht aus, als wären Kratzspuren drüber gegangen. Das sieht stark nach Cartmans Kuhnklaue aus. Außerdem steckt der UE hinter Mitch Connor. Insofern schon etwas läppisch. Jetzt, da all die Mühen hinter uns liegen, können wir ein Selfie machen. Sehr gut. Dann machen wir auch noch mit Timmy ein Selfie. Ich mag Timmy sowieso. Weil ich will da in die Kamera reingucken, wenn möglich. So. Timmy, sehr schön. Ich mag Timmy. Okay. Wir sehen uns online. Natürlich. Und? Was hast du noch zu sagen? Wir Freedom Pals geben nicht auf, bevor deine Eltern nicht sicher sind. Sehr schön. Okay, da liegt es natürlich mal wieder an Cartmans dämlicher Egoistenaktion. Ich habe auch schon gemeine Sachen getan, aber Mitch Connor scheint echt eine fiese Socke zu sein. Es ist Cartman halt. Was will man erwarten? Der ist immer das Arschloch, von daher. Ach ja. Schauen wir mal, was jetzt da abgeht. Wie weit sie bei Cartman kummer sind. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell. Tick-Tack, Tick-Tack. Okay. Na gut. Ja, Cartman hat halt diese dämliche Angewohnheit. Er muss halt immer der Chef sein. Und er muss immer eine auf dicke Hose machen. Das ist halt schon ziemlich lästig. Das ist halt ein sehr, sehr egoistisches Arschlochkind. Aber das kennt man ja. Kennt ja jeder, der die Serie guckt. Okay. Und dann vorbei. Ja, euren Chef arbeitet für mich. Insofern, geht weg. Was haben wir dann? Ja, Wenn du da da haben wir's. ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Okay. Sprich mit dem Mann im roten Hemd. Willkommen im Café So. Tweak. Was kann ich für dich tun? Und? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich es dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Oh je, oh je. Tod kommt in vielen Facetten. Finde den Laden. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Vor allem Shitty Ninja. Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht, den Staat Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, Tingyao Ma! Sechstklässler! Raisin Sie klauen uns unsere Jobs! Selbstjustizler, alle sauer auf dich. Du bereit machen für Sterben. Hinterhalt, besiege alle Gegner. Okay. Du mobst also Sechstklässler? Echt uncool. Echt uncool ist, dass der ein T-Shirt hat, wo ein Bild von ihm drauf ist. Von ihm selbst. Nicht schlecht für einen Chinesen. Hey, ich war echter Japan-Ninja, verdammt. Das packst du schon. Okay.
Gehen wir mal auf dich los. Das macht nämlich so richtig heftig Schaden. Das ist kein authentischer Ninja-Move. Und dann machen wir den jetzt noch platt. Sehr gut. Der ist schon mal weg. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Raus wie geht's? Hilf den Menschen! Dann dich. Ja, machen wir euch beide so zurück auf Wunderarsch und der schlägt dann auch nochmal zu. Oh mein Gott, lass ihn in Oder? Ruhe! Nö, doch nicht. Okay. Bin ich schon dran? Professor Chaos ist leider bezaubert. Ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. So, das lassen wir mal sein, mein Lieber. Sorry wegen des Zugs. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Ups. Oh, Wenigstens ist Kenny nämlich verwirrt. Kannst du laut sagen? Okay, da ich gegen Krebsmenschen nicht so gut zu sprechen bin, würde ich sagen, wir stellen hier mein Turm auf. Und dann gibt's so richtig auf der Washing für die zwei. Ausgezeichnet. Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe. Oh je, oh je. Ist die wieder verdummes Zeug babbelt. Gut, auf der Krebsmensch drauf. Du kannst dich Scott drum kümmern. Ich mach das, Leute. Also, für einen Krebsmenschen bist du ganz in Ordnung. Danke, Menschenschweißling! Das ist so fertig. Gut, dann mach ihn fertig, Kenny. Er war aber auch zu eklig. Jetzt ist wieder Batterstra. Und ich glaube, das war's mit Kenny. Na, tut's gut. Nee, noch nicht. Okay. Das wirst du niemals Titten sehen, Viertklässler. Okay, das war's doch mit Kenny. Gut, Viertklässler. Wie sofort die Ratte arg stürmt, komm. Jetzt setzt's was. Okay, jetzt könnten wir aber theoretisch auch nochmal all unser Leute hier heilen. Probieren wir das doch gerade mal aus, hier diese Pflanzmagie-Sache. Nein! Wow! Wie fertig! Igitt! Danke für die Heilung. Oh Mann, wie durch! Klassisch South Park, durch ohne Ende, fertig wie noch was. Getan. Gut, Scott macht den Krebsmensch platt. Diabetes-Time. Ja, ja. Seht ihr? Captain Diabetes ist cool. So, jetzt die wieder. Bestellt, ihr Süßen. Ja. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Sind der Krebsmensch wieder? Nummer bitte! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Macht euch auf Schmerz gefasst. Butters. Ja, die können wir auch verwirren. Das ist auch gut. Dann kann die wenigstens nicht mehr bezaubern, sondern nur Standard-Angreifer. Gott, es kribbelt überall. Unerkühl mal den Sechstklässler. Ich mach ein großes Lagerfeuer und nehme euch Viertklässler zum Anzünden. So. Wobei, das macht hier schon platt. Ja, können wir auf beide losgehen. Da ist zwar die Verwirrung weg, aber sie ist geschockt in der nächsten Runde. Sehr schön. Ja, das Gadget bringt uns jetzt leider nichts mehr. Und ist auch jetzt weg. Okay. Scott macht den Krebsmensch jetzt endlich platt. Diabetes mischt wieder mit. Ja. Oh, dieser Krebstyp war echt süß. Ja, genau. Okay, sie ist Was geschockt auf den Arsch? Die Bestellung zieh ich gerne vor. und hat leider Wunderarsch bezaubert. Dann macht die mal platt. Puh. Und du? Verwirrer oder... Ja, Verteidigung mindern. Machen wir mal Verwirrung erstmal. Oh mein Gott, alles tut weh und ich sterbe. Jetzt eher... Oh, shit. Chaos hat Hausarrest.
Okay, Scott. Schaut die wahre Kraft des Diabetes. Nee, leider wäre das nix. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Gut, jetzt ist er wieder bei Sinner. Mysterion. Unterkühlt sie. Es ist so kalt. Warum hat mir noch keiner seine Jacke angeboten? Und jetzt mach sie fertig. Sehr Das gut. war ein geiler Kampf, Leute. Sehr schön. Alle A-Führer verdrosche. Mitch Connor-Hut haben wir noch als Kostüm gekriegt und $7,77 gibt es auch noch auf drauf. Ui, du kriegst mal was sehr schnell wieder einen Heldenrang, wenn das so weitergeht mit der Kämpfer mit unter Erfahrungspunkte. Jo, der Laden des Todes. Gerade mal gucken, ob das eventuell hier irgendwo vermerkt ist. Auf der Karte. Ich vermute der Friedhof. Aber ob man da reinkommen, ist jetzt auch wieder so eine Sache. Können wir die Schnellreise verwenden oder müssen wir zu Fuß hier? Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Alter, Cartman. Dass du als Einziger an mich glaubst. Was? Ein Arschloch, ein Ort, an dem der Tod... Ich Okay. versuche Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Okay, okay, die sind ausgeschaltet, die Dinger. Dann gehe ich mal in Richtung Kerch los, weil ich glaube, das ist auf dem Friedhof. Tod kommt in vielen Facetten. Oder hier im Kino. Kann natürlich auch sein. Wenn es ein Laden sein soll und hier sind des Öfteren wohl Filme dargestellt, wo Leute sterben. Na gut, das war zu kompliziert gedacht. Benutzen. Ah, okay. Hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Bringt uns eigentlich irgendwas, wenn wir hier die ganze Sitze hochklappen? Runterklappen? War das jetzt auch nochmal in der anderen Reihe? Ah, du hast noch so Erinnert-Dings. Erinnerst du die Passion Christi? Ah, das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, nein, tue ich nicht. Ich erinnere. Okay, also es hat nichts gebraucht, hier alle Sitze runter zu machen. Hätte ja sein können. Aber na gut. Gut, dann marschieren wir weiter. Fordere dich heraus. Ja. Ja, Bitch. Oh Gott, 700 hätten sie sogar. Dann marschieren wir mal weiter. Aber ich glaube, wie gesagt, Richtung Friedhof wird es wahrscheinlich gehen. Das ist zumindest naheliegendster. So, dann gehen wir hier vorbei. Wobei Tod kommt in vielen Facetten. Könnte natürlich auch Bilder bedeuten. Im ersten Teil war das Fotodojo ja eigentlich auch mal ein Kampfschauplatz. Aber, ja. Hier anscheinend nicht. Verpiss dich. Und wie sieht's hier bei Freemans Taco aus? Könnt ihr mal reingehen? Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Vielleicht hier? Hab heute neues Zeug. Kauf es, solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Ah, sehr gut. Maximales Wiederbelebungs... Danke sehr. Elixier, Taco Supreme Rezept. Kolossale Menge Gesundheit. Große Menge Gesundheit. Kaufmann natürlich. Jede Menge Tortillas. Bis dann. Und dann craften wir mal runter. So, Verbrauchsgegenstände. Der wird jetzt erstmal hier gecraftet. Ja, ich will nur mindestens 10 von den Dinger haben im Inventar. So, sehr schön. Und Taco, ja, Taquito Grande. Große Menge Gesundheit will ich auch haben. Achmod-Zähne. Und dann will ich noch von dem Wiederbelebungsmaximum-Ding noch was haben. Ja, genau, da haben wir es doch. Machen wir doch alle 5er. So. Das gibt's auch mal 2. Sehr schön. Dann noch einmal. Perfekt. Sind wir auf jeden Fall gut ausgestattet. Und weiter geht's. Das sieht sehr unscheinbar aus. Oh,
Oh, nochmal? Du bist ein echter Fotonarr. Ah, okay, mit ihr habe ich schon. Na gut. Hier gibt's aber nichts, oder? Lade, der den Tod verkauft. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Urks. Nee, lass mal. Igitt. Ich könnte jetzt natürlich hier in jeden Lader reinstapfen. Bei der Bank. Wenn, dann wüsste ich mal gern, was die an Tod verkaufen. Aber es sieht nicht so aus, oder? Nee. Hoffentlich macht Tweak Crate nicht koffeinsüchtig. Ist gut möglich. Toms Rhinoplastik. Hier eventuell? Nee. Willst du eine Nasenkorrektur, Verbrecherjäger? Noch eins? Okay. Okay, sie habe ich auch schon. Na gut. Geht's dann hier noch irgendwo rein? Nee. Nix, was ich nicht schon geplündert hätte. Nee, weil der David Hasselhoff, Alter. Jetzt wird's aber schon wieder interessant hier im Spiel. Gerade wenn ich doch nicht weiß, wo ich jetzt die Zukier hab. Was? Nee. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Ah, okay. Ja, klar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gerade mal gucken. Karte, wo geht's denn zum Waffenlader hier? Ja, das wäre durchaus eine Idee. Einfach die Stroß lang, dann noch im Rathaus hoch und dann links. Call Girl ist ja over. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Nee, lass mal. Du schlägst doch gern, Mädchen. Nein. Aber anscheinend steht sie wohl drauf, geschlagen zu werden. Dann Richtung Rathaus. Ah, da lungern die Sechsklässler schon rum. Willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Pff. Nee, lass mal. Und dann hoch. Also zum Waffenladen mag ich zumindest mal gehen und gucke, was da dann abläuft. So, komm schon. Hua. Und zum Waffenladen. Das ist schon ätzend, wenn man alles zu Fuß gehen muss. Warum kam ich auf die Idee mit dem Friedhof? Naja, egal. Manchmal habe ich auch etwas Pech beim Denken. Das passiert. Schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die lassen Boah, Alter, wie der denn die ganze Zeit dummes Zeug babbelt, aber die gehören halt leider auch dazu. Deswegen Selfie. Ich mach sonst keine Bilder mit Fans, aber du hast meiner Mama auf ihrem Weg in den Himmel geholfen. Ja, gut. Da ich ihn aber nicht ausstehen kann. Schwuler Fisch. Scheiß Kanye West. Oh Mann, was für ein gut aussehender schwuler Fisch. Mein Ninja. Klar, jedes Kind will ein Foto mit Seemann. Natürlich. So, jetzt Achtung wieder. Oh. Ach, so ein etwas komischer Typ. Alle lieben Seemann. Dieses Bild wird viele Likes bekommen. Naja. Es wird Seaman ausgesprochen oder Seemann ausgesprochen. Oh je, also, wie gesagt, Kanye West ist ja schon in South Park nervig, aber ich finde ihn eigentlich in real noch 1000-mal nerviger. Ganz, du Spaß, der Waffenladen. Ja, ich lauf doch hier. Geh weg. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Kann ich mit dem Lou Kim mittlerweile ein Selfie machen? Nee, aber wie gesagt, Kanye West, den finde ich schon im richtigen Leben so nervig mit einer Aussage, die er schon trifft. Du kaufst Auftrag für Mord an dir und ich folge dir, okay? Der ist so dermaßen ätzend, der Ich will Typ. nicht folgen, weil du Ninja-Todesurteil hast. Traurig. Na gut, dann halt nicht Lou Kim. Mach jetzt aber auf jeden Fall noch zum Waffenlader gehen, das will ich noch beenden. Ja, aber über The West sage ich jetzt lieber nichts mehr, da ist jedes Wort zu viel. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Okay. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt noch mal jemand. So, dann... Ne. Daniel. Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Mhm.
Mitch Connor holt unsere Jobs zurück. Er ist auch ein Veteran. An dem Sitz an Ketten aufgehend sind, steht zum Teil aus Wüste. Dschungel ist ein Ort der Fröhlichkeit. Okay, ich würde eigentlich mal stark vermutet, dass Ort mit Ketten, teils Dschungel. Denken an Ketten. Könnte hier beim Stadtplatz sein, könnte der Park sein. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, das schauen wir in der nächsten Episode morgen. Und ich mache jetzt mal hier meinen Cut bei Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und dann wird jetzt erstmal gespeichert wieder hier. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.